Herzlich willkommen, liebe Leute, bei der Emission «Der Blick auf Europa» hier von Brüssel. Es gibt viele Herausforderungen an der europäischen Luftfahrt. Und da geht das Volumen der Passagiere permanent so an als Kapazitäten, die wir am Anfang zur Verfügung haben, die kommen sie los und hier Grenzen. Einerseits auf den Flughäfen selber, andererseits auch bei den Airlines, bei dem Transport von den Passagieren. Für diese ganzen Herausforderungen zu begegnen, hat die Kommission eine Strategie entwickelt 2015. Und 2017 kommen sie mit einer gesetzgeberischen Propos für, wie gesagt, die Kompetition, die Wettbewerbsfähigkeit an der Luftfahrt für die zu dokumentieren, für die Regeln und auch Lösungen zu finden, wie wir dem Problem könnten umgehen. Bei mir hier auf dem Plateau ist heute mein Kollege Markus Pieper. Herzlichen Dank, Markus, und willkommen. Danke, dass du mitmachst, dass du den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen über die Wettbewerbsfähigkeit in der europäischen Luftfahrt berichtest. Wir haben dazu einen Bericht gemacht. Du warst Berichterstatter. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Das wurde ja mit großer Mehrheit im Transportausschuss abgestimmt. Jetzt sind wir in diesem europäischen Geschäft mit vielen Herausforderungen und Problemen konfrontiert. Und wie siehst du eigentlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Airlines auch gegenüber den unfairen Praktiken von Drittländern, besonders die Golfstaaten? Wie sehr leiden eigentlich unsere europäischen Unternehmen unter diesen Aspekten? Zunächst mal Dankeschön für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und wir arbeiten ja auch in diesem Luftverkehrsbereich sehr eng zusammen. Du hast ja auch tolle Ideen, die wir dann gemeinsam umsetzen. Danke. Wie sehr leiden die europäischen Airlines? Im Moment leiden sie nicht so sehr, weil wir eine sehr gute Konjunktur haben. Global der Luftverkehr steigt, die Luftverkehrswirtschaft brummt. Dennoch haben wir in diesem Bereich unfaire Wettbewerbspraktiken und diese gute Konjunkturlage überdeckt die Probleme, die wir eigentlich haben. Man sieht das daran, dass wir relative Verdrängungswettbewerbe haben. Also die außereuropäischen Airlines gewinnen innerhalb Europas sowohl im Passagierbereich als auch im Frachtbereich zunehmend Marktanteile. Gleichzeitig verlieren die europäischen Airlines außerhalb Europas zunehmend Marktanteile. So, und da zeigt sich, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und darauf wollen wir jetzt auch in diesem Zeitalter der Handelskriege, sage ich mal, ein Stück weit reagieren. Wir wollen uns für die schlechteren Zeiten der Luftverkehrswirtschaft auch wappnen mit einem neuen Instrument. Das ist ja ganz eng, die wirtschaftliche Lage ist ja auch ganz eng mit Arbeitsplätzen verbunden. Du sagst, dass wir jetzt im Moment noch nicht sehr leiden, aber in absehbarer Zeit kann das trotzdem Auswirkungen auf die Arbeitsplätze innerhalb von der Europäischen Union haben. Können dadurch auch Arbeitsplätze verloren gehen? Wir haben schon einen enormen Wettbewerbsdruck. Und wenn man nur mal Air France und KLM nimmt, die beiden, dann haben die in den letzten Jahren umstrukturiert und im Zuge dieser Umstrukturierung über 10.000 Arbeitsplätze abgebaut. Wir haben Streiks, wir haben Nullrunden bei den Lohnverhandlungen. Und das zeigt ja, dass da ein extremer Druck ist. Und auch die Situation in Deutschland, die Pleite von Air Berlin, die ganze Umstrukturierung, zeigen, dass von außen enorm Druck da ist, ein sehr starker Wettbewerbsdruck. Und da sind es gerade Praktiken, die etwa die arabischen Airlines haben, die Gulf Airlines, aber auch Turkish Airlines halbstaatlich, aber auch die Russen, aber auch die Chinesen, die über geringe Steuerlast, die über geringe Entlohnung, aber auch diskriminierende Praktiken. Also teilweise dürfen europäische Airlines nur nachts landen, dann haben sie bei der Abfertigung lange zu warten. Also solche Sachen, die sind schon keine Priorität bei der Abfertigung. Also so Protektionismus. Das sind so technische Handelshemmnisse, die schon den europäischen Airlines wehtun. Wie gesagt, im Moment, die gute Konjunktur überdeckt das alles so ein bisschen. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten und deswegen wappnen wir uns jetzt mit diesem neuen europäischen Schutzinstrument. Kann man eigentlich jetzt verschiedene Instrumente, sage ich mal, anwenden, damit innerhalb dieses Marktes jeder nach den gleichen Spielregeln spielt? Kann man da irgendwie Akzente setzen? Ja, die Europäische Union, wenn sie als Union auftritt, ist sie stark.
Und wir haben jetzt im Grunde zwei Schienen. Einmal, dass die EU, die Kommission zurzeit Verhandlungen führt, Flugverkehrsabkommen mit den kritischen Staaten. Ja. Also gerade mit den Golfstaaten werden jetzt Abkommen. Ja, das war ja vorher in jedes Mitgliedsland führte Verhandlungen und jetzt macht die Europäische Union das gemeinsam. Genau, das ist der große Unterschied, Ja. dass die EU als EU verhandelt mit diesen Golfstaaten zum Beispiel, Ja. aber diese Abkommen dauern 2 bis 5 Jahre, bis die fertig sind. Ja. Da sind wir mittendrin. Die haben dann auch diese Wettbewerbsklauseln, ermöglichen der Europäischen Union also durchaus Strafen für den Fall, dass mit dem entsprechenden anderen Staat irgendwas nicht funktioniert. Ja. Wir haben aber ein zweites Instrument und darum geht es jetzt eigentlich. Das ist diese sogenannte 868-Verordnung, Ja. wo wir jetzt ein europäisches Schutzinstrument aufgebaut haben, als Europa reagieren können, wenn irgendwo auf der Welt, also wenn die USA oder wenn die Chinesen oder irgendwo auf der Welt diskriminierende Praktiken sind, dann können wir mit diesem Instrument reagieren. Vielleicht darf ich noch mal ein Wort sagen. Absolut, gerne. Wir haben schon ein Schutzinstrument gehabt, die alte 868, aber die durfte erst dann aktiv werden, wenn ein Schaden schon eingetreten war und der nachgewiesen war. So, und jetzt haben wir mit dieser Überarbeitung dieser Richtlinie, und das ist jetzt bei uns im Ausschuss, da haben wir gerade darüber abgestimmt, ein Instrument geschaffen, schon wenn Schaden absehbar ist, kann die Kommission eine Untersuchung einleiten und wenn absehbar ist, dass Schaden bevorsteht, kann sie auch schon erste Strafen verhängen. Das ist das Neue und damit sind wir, glaube ich, handelspolitisch jetzt im Luftverkehrsbereich sehr gut aufgestellt. Gut aufgestellt. Jetzt stellt man immer wieder fest, dass eigentlich eine Verlagerung stattfindet, sehr stark in den asiatischen Raum. Wird Europa eigentlich noch als wichtiger Akteur wahrgenommen auf der internationalen Karte, im internationalen Wettbewerb? Es wird natürlich zunehmend schwieriger, erst recht, wenn man den Brexit vor Augen hat. Wenn die Briten diesen europäischen Binnenmarkt verlassen, verlieren wir Marktanteile. Diese Marktanteile fehlen bei künftigen Verhandlungen, wenn es um Freihandelsabkommen und andere Sachen geht. Aber es ist schon so, immer dann, wenn wir zusammenstehen, wenn wir uns nicht von China oder von Russland oder von wem auch immer spalten lassen, sind wir gut. Und wenn man jetzt nur daran denkt, dass wir durch eine starke Reaktion gegenüber den USA bei den Dumpingfragen gegenüber Stahl und Aluminium es ja schon erreicht haben, dass die USA zunächst mal Europa ausnehmen, dann ist das ja ein Erfolg. Und ich finde auch, dass die westlichen, die marktwirtschaftlich orientierten Staaten zusammenstehen müssen. Wir dürfen uns nicht untereinander noch bekriegen, sondern wir müssen gemeinsam gegenüber China, Russland und Schwellenländern müssen wir eigene Positionen aufbauen. Aber das funktioniert in den letzten Monaten ganz gut. Ganz gut, das freut mich. Das ist auch meines Erachtens nach wichtig, dass wir als Europäische Union stärker geschlossener auftreten in diesem internationalen Geschäft. Vielleicht eine abschließende Frage. Wie siehst du die größten Herausforderungen für die Luftfahrt? Das heißt, dieses Thema ist eine große Herausforderung, aber es gibt mit Sicherheit noch andere. Also für die Luftfahrt sehe ich in der Tat die ungleichen Wettbewerbsbedingungen als größte Herausforderung, aber auch, wie wir künftig mit dem Klimaschutzinstrument, mit dem Emissionshandel innerhalb Europas umgehen. Wir haben ja jetzt erstmals eine globale Vereinbarung, um die Emissionen im Luftverkehrsbereich zu senken. Und wir müssen als Europäer jetzt aufpassen, dass wir nicht parallele Strukturen aufbauen, sondern dass wir in diesem globalen Abkommen mitmachen und keine eigene Suppe hier kochen. Das würde unsere Luftverkehrswirtschaft wirklich sehr, sehr belasten. Also das sind zwei Herausforderungen jetzt für die Luftverkehrswirtschaft. Es geht natürlich auch um Passagierrechte immer mal wieder. Es geht um die Abfertigungsbedingungen innerhalb Europas, dass wir da auch unseren sozialen Ansprüchen gerecht werden können. Darüber können wir mit Sicherheit noch mal reden. Die Kommission ist ja dabei, eine Strategie vorzubereiten, die sie demnächst in diesem Bereich vorstellen will. Vielleicht eine abschließende Frage, die über die Luftfahrt hinausgeht. Du bist ja auch innerhalb des Transportausschusses, innerhalb der EVP-Gruppe, der Spezialist für Brexit. Du hast das Stichwort genannt. Die Luftfahrt und Brexit ist ein sehr heikles Thema, aber nicht nur, auch andere Transportarten sind vom Brexit sehr stark betroffen. Ja, der Transport ganz besonders. Wenn wir Grenzkontrollen wieder einführen und wir nehmen Dover und Calais mal als Beispiel und wir brauchen für jeden LKW nur 2 Minuten, dann würde sich auf jeder Seite
auf dem Festland kilometerlange 27 Kilometer hat man ausgerechnet auf jeder Seite. Wahnsinn. Das zeigt, welcher Wahnsinn da in Vorbereitung wäre. Ich sage bewusst wäre. Zunächst mal haben wir für fast 2 Jahre einen Übergangszeitraum vereinbart. Dann müssen die Briten dem Austrittsabkommen im Herbst jetzt zustimmen. Was ist eigentlich, wenn sie nicht zustimmen? Also da ist noch vieles im Fluss. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir die Briten, soweit es irgendwie geht, im Binnenmarkt behalten können. Die Leute sagen mir immer, ich kann das nicht mehr hören. Immer wieder Brexit, Brexit, Brexit. Aber trotzdem, es ist ein Thema, was uns nahezu jeden Tag beschäftigt in irgendeinem Bereich und was sehr viel Kraft kostet und auch uns sehr viel, wie gesagt, negativ beeinflusst, beschäftigt. Und wir hoffen natürlich, ich bin auch deiner Meinung, wir hoffen, dass wir da die Briten trotzdem noch, sage ich mal, auf einen anständigen, angemessenen Weg zuführen können. Vielen Dank, Markus. Die Zeit läuft uns wieder weg, wie immer. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du ein paar Details, ein paar inhaltliche Herausforderungen über die Luftfahrt insgesamt, aber auch über Transport den luxemburgischen Zuschauern nahegebracht hast. Und erst Leute, merci für das Nachgucken. Das wäre Teil von Brüssel. Bis die nächste Woche. Ja, vielen Dank.